So, und jetzt ist wieder Champions League Time. Und es geht wieder gegen Galatasaray Istanbul. Die haben wir ja im Hinspiel 3 oder 4-0 abgeschossen. Neskens hat eine Speere. Ach so, naja gut. Wie schaut es denn eigentlich mit den Torschützen aus? Da kann man mal reinschauen. In der Champions League. Maradona spielt bei Bayern. Aha, gut. Unser bester Mann ist Ronaldo, Fafan und Oscar mit jeweils 2 Toren. Den Baba gar nicht drin hat. So, die haben diesmal ein Heimspiel. Und diesmal dürfen sie, ja, die spielen wieder in Rot-Gelb, glaube ich, da hält man es am besten auseinander. Aber unsere Aufstellung ist zu bezweifeln, unsere Ersatzstürmer sind auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was die mal machen. Links außen, da können wir jetzt... Scheiße, wir haben wieder überhaupt nichts zum Aufstellen. Also es wird Zeit, dass ein paar Spieler kommen. So, Oscar geht 4. Der ist eigentlich fit. Was treiben denn die alle? Links außen. Ja, was haben wir denn da? Da müssen wir Ryan Taylor rein da. Na, heute, der spielt hinten. Da spielt nämlich Cher. Der ist eigentlich fit. Da muss ich fast einen da. Ja, unsere Bank ist zu ja, beschissen eigentlich. Aber es hilft nicht. So müssen wir jetzt spielen. Aber wir haben bisher alle 3 Spiele gewonnen. Wir haben 9 Punkte auf dem Konto. Und glaube mit einem weiteren Sieg, dann warten wir direkt weiter. Und ich glaube, wir haben noch nicht mehr ein Gegentor in der Champions League. Also da sind wir richtig gut dran. Dafür haben wir in der Premier League umso mehr. Ja, da haben wir Istanbul, die sind ja Tabellenletzter mit 0 Punkten und glaubt nicht mal ein Tor. Und die kannten ja, mit etwas Glück kannten es vielleicht nur die Europa League erreichen, wenn sie einen 3. Platz schaffen, aber ich glaube, das wird kompliziert. So, also auf geht's zum 4. Spiel. Und wenn wir gewinnen, dann sind wir bestimmt weiter. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir noch irgendwie hochfallen. Mit 12 Punkten dann. Vorsicht. So, Xavi Garcia. Flügelwechsel auf Santon. Oscar. Und Dembaba kriegt er schon mal seine erste Chance zum Wurmschießen. Der hat er irgendwie in der Champions League überhaupt noch nicht getroffen. Aber ich glaube, das kriegt er noch. So, Cher. Ja, Missverständnis.
Ryan Taylor. Oscar. Ja, Ben Arfa mit seiner ersten Chance. War aber nicht groß gefährlich für den Torwart. Ja, faires Tackling. Felipe Melo, das war Foulspiel. Von uns allerdings. Freistoß Parisi. War das Abseits? Amrabat. Gut, aber er macht nichts draus. Soll uns aber ganz recht sein. Garcia. Romario. Kolak. Immer noch. So. Fair am Ball noch Nummer. Und Ben Arfa startet. Santon frei bauen jetzt. Aber ein bisschen Schuss oder nicht. Zumindest nicht mit dem linken Fuß. Ach, Florenzi später. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Scher. Wieder Scher. Der ist übrigens, ja, also habe ich gesagt, Amerikaner mit norwegischer Abstammung. Habe ich letztes Mal erst irgendwo gelesen. Und das war Demba Ba mal wieder. Kann sie durchsetzen, allerdings nicht verwandeln. Und es steht weiter 0-0 nach knapp 29 Minuten. Inan. Romario. Ach geht, das war kein Foulspiel. Naja, also. Und es kann sein jetzt, dass die jetzt vielleicht ihre erste Tor schießen, weil Freistöße sind ja immer gefährlich bei Pro Evolution Soccer. Aber wir haben auch etwas Glück. Scher. Ah, da liegt es in den Zweitvierer. Roy Keane. Also wir haben schon einige namhafte Spieler drin. Amrabat. Romario. Kann sie durchsetzen. Jetzt hat er Konter über Demba Ba. Florenzi, ja. Und es gibt die erste Ecke für uns. Nein, die zweite, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Was, die zweite schon? Gut, allerdings machen wir daraus auch nichts. Roy Keane. Sabri. Kolak.
Oh, jetzt haut er drüber. Ja, so wird das nichts, dass die mal ein Tor schießen. Hey, die haben schon Feldpech da vorne. Chancen auf beiden Seiten, aber immerhin 0-0 noch. Gut, auswechseln schaut etwas blöd aus, gell? Wir kannten. Ich glaube, ich tue den da eine. Andreoli ist nämlich fitter. Und im Sturm muss einfach Ding vorher davon bleiben. Der Dembaba, da können wir auch nicht wechseln. Also vorerst nicht. So, Felipe Melo. Amrabat. Wieder Melo. Und da schlufft unsere Abwehr. Aber nicht der Torwart. Ja, Scher wird geblockt. Gut gemacht von Garcia. Ja, das war super gewesen, wenn der auch immer was. Oh, jetzt Lust und Steh. Aber wieder Garcia. Guter Einsatz. So, Flügelwechsel. Also Istanbul kämpft. Aber wir vermasseln das schon irgendwie. Zumindest bisher noch. Das geht Arabat außer. Ja, kann er sich durchsetzen? Nick. Ja, Dembaba mit der größten Chance für uns. Und Scher zu harmlos. Jetzt möchte ich auch noch mal schauen. Na, wir haben mit CC ist nicht in Form eigentlich. Wir könnten vielleicht noch Sörensen bringen in der Abwehr. Dass wenigstens hinten die 0 steht. Anita, ja, der taugt irgendwie nichts. Den werde ich dann demnächst einmal zum, ja, irgendwie weiterhauen. Weil sich der irgendwie auch nicht entwickelt. So, bei Nafa wieder. Aber kann er da. Aber es gibt zumindest Ecke. So, zur Sicherheit legen wir mal zurück. Oh, das war nicht so gut. Den muss er nochmal schon haben. Nächste Chance. So, die Abwehr steht. Er legt sie wieder 2-4.
Also die Abwehr passt bei uns in der Champions League zumindest. Sind wir richtig gut. Share. Nächste Chance. Wieder nicht gemacht. Ja, den erwischt er nicht. Also viel Pässe auf beiden Seiten. Oh, jetzt haben wir es Freibahn. Romario. Aber Sörensen klärt das. Rückpass, geht das so einfach oder... Ich weiß nicht, mit Rückpass kenne ich mich da gar nicht so aus, da gibt es eigentlich so eine Regel. Wo es dann mit dem Bullen irgendwie auch nicht mehr geht. Baraishi, Melo. Romario, Freibahn jetzt wieder. Und der Torwart holt das. Die größte Chance in der zweiten Halbzeit. Und es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Kolak. Vorsicht. Ja, wie kann man auch nicht durch? Jetzt auch weg damit. So, er pfeift ab. Ja, diesmal spielen wir 0-0 in der Liga, in der Champions League. Liegt aber daran, dass wir personell ziemlich angeschlagen waren, weil die meisten alle nicht gut in Form waren. Und somit hätten wir jetzt 10 Punkte. Barcelona gewinnt gegen Leverkusen. Sind aber weiterhin nur auf Platz 3, also es schaut nicht gut aus für die Spanier. Wir sind aber noch nicht ganz durch, oder? Mit 10 Punkten. Und Oskar hat was gelernt. Den haben wir ja was beigebracht. Jetzt ist er Distanztorschütze. Gut.